Gut, da fängt ich schnell vor 4 und ich begrüße ihr herzlich auf der alljährlichen Pressekonferenz zur Rentrée vom SEW OGBL vom Landesverband. Und ich so nicht merci für den Interesse, den ihr für die Schule- und Bildungspolitik weist. Ich stelle ihr schnell die Leitung durch vor. Vera Dockendorf, Michel Reuter vom Sekundär, Isabel Bischler, Departement Chargé de Cours vom Landesverband und der Friedrich Krier, Zentralsekretär beim OGBL. An unserer Pressekonferenz haut geht es für allem um die Qualität von der Bildungspolitik, wie der Minister Meichse gesagt, wie die Leute Terrain gesehen, und was dem SEW OGBL seine Vorschläge sind. Ich werde den Anfang machen mit den neuesten Entwicklungen am Fundamental. Dann greifen Vera Dockendorf und Michel Reuter fort für den Sekundär. Ihr kennt sicher alle Guren den neuen Bildungsbericht, den am Hirsch 2021 rauskommt, und die Prüfstandardisé die weisen nach einkehr klar, dass die Schüler zwischen den Schülern immer mehr auseinander geht. Ab dem Siegel 3 ist der schulische Weg für die meisten Schüler schon vorgezeichnet und den Ascenseur sozial, der funktioniert nicht mehr seelen. Die Großverlierer sind dabei die Kinder mit Migrationshintergrund aus bildungsfernen Milieuen. Es geht immer nicht von Bildungsungerechtigkeit geschwärzt. Mir eigentlich handelt es sich um die Ungerechtigkeit von unserer Gesellschaft, die möchte, dass es große Unterschiede zwischen den Leuten, die sowohl was ihr Abkommen ist, wie auch ihr Arbeits- und Lebenskonditionen anbelangt. Dabei könnte ein DAX übermäßiger Medienkonsum sowie ein allgemeiner Wandel von den Valeuren an der Gesellschaft. Das wirkt sich dann auch auf die schulische Entwicklung aus. Lo verlangen wir ja, dass die Schule die Unterschiede soll ausgleichen. Froh stellt sich, wie Konditionen an der Schule und außerhalb müssten sein, für das zu ermöglichen. Zugleich müssen wir uns vorstellen, ob die Werte, die die Schule vermittelt, wie zum Beispiel der gute Effort und Kritikfähigkeit, noch immer dieselben sind wie die von der Gesellschaft gedroht gehen. Der Soziologe Ralf Dahrendorf wurde schon an den 60er Jahren Bildungsungerechtigkeit thematisiert, auch von der katholischen Arbeitertochter vom Lande als multiple am Bildungssystem benoteiligt geschwärzt. Heute sind nicht mehr katholische Arbeitertochter vom Lande, mehr laut Bildungsbericht der lysophone Beruf aus sozial niedrigen Schichten, den die meisten Chancen auf einen guten Schulaufschluss hat. Muss sie nicht vielleicht Kinder aus anderen, mehr rezenten Immigrationswellen? Für dass die Kinder an der Schule mehr weit kommen können, brauchen sie viel mehr Aufmerksamkeit und Zeit von einem Enseignant wie Diana. Mir als Kontingent gesagt, wie die sozial schwach Millionen höchstens 20% mehr Moyen für. Das geht bei weitem nicht durch. Und noch ein Maison Relais hat es wohl schwer, den Schüler hier einen Notteil am außerschulischen Bereich zu kompensieren. Für was verschlechtert die Situation sich weiter? Mal ganz einfach, weil es auch an der Gesellschaft die Sozialschäden immer mehr auseinander geht. Ein guter Indikator häufiger ist den Gini-Koeffizient. Den Gini-Koeffizient, das ist ein statistisches Instrument für die Einkommensungleichheit zu messen. Wenn der Index mehr hoch ist, wird die Ungleichheit mehr hoch ist. So ist der Gini-Index von 2000 bis 2022 auf einer Skala von 0 bis 1 von 0,26 auf 0,32 stark herabgegangen, so wie die Autoren vom Bildungsbericht das auch betonen. Momentan sind 21,9% von der Bevölkerung von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen. Auch das kann ihn am Bildungsbericht nachlesen. Das ist kein Zufall, dass die Autoren vom Bildungsbericht so am Detail auf die Dotenzuelen eingehen. Die Schule ist ein Spiegelbild von der Gesellschaft. Aber wenn die Sozialschere geht, hat das direkt Reperkussionen auf das Bildungssystem und produziert auch Bildungsungerechtigkeit. Dabei kommen noch eine ganze Reihe anderer Faktoren, wie die immer mehr komplexe Sprachensituation mit immer mehr Sprachen und nicht mehr nach einem Drittel von den Kindern, die hier im Lützeburger schwätzen, und das mal nicht immer als Mammespruch, so wie schon vorhin angeschnitten, der Medienkonsum à gogo, der Mam, der Bewegung etc. All das hat den Einfluss auf die sozial- und schulische Schere, die immer mehr auseinandergeht. Die Schule, die soll aber interessanterweise alles riecht bei ihr, was die Gesellschaft verkorkst wird, und soziale Ungerechtigkeiten reduzieren. Mit Schule kann die sozioökonomische Schere nicht mehr begrenzt durch Bildung kompensieren. Ich gehe viel gerne Diane Ravitch, eine amerikanische Analytikerin von der Bildungspolitik, zitieren. Was ich schon verstehen war, dass die eigentliche Ursache für schwache Performancen an der Schule nicht schlecht Schüler oder schlecht Enseignants sind mit Armut.
Das heißt nicht, dass mir die Situation resigniert so hinhole, wie sie ist. Nee, wir probieren weiter dagegen umzugehen. Mit das wichtig, Bildungsungerechtigkeit an den richtigen Kontext zu setzen. Mit den Fanger auf die Enseignants zu weisen, an ihnen Schuld ganze Miserie zu gehen, das ist der falsche Weg. Sie machen tagtäglich mit viel Engagement das Beste für ihre Schüler die beste Bildungschancen zu geben. Der Minister Meisch könne da regelmäßigen Aufstand Einzelmesuren und für gegen Bildungsungerechtigkeit vorzugehen. Sicher ist es wichtig und richtig, dass wir nur neue Wege sicher für allkant eine reelle Chance an der Schule zu gehen. Was wir allerdings denunzieren als die Salami-Taktik, mit der immer neue Mesuren angekündigt gehen, die nicht mit den Akteuren aufgeschwärzt sind, aber bei denen der Gesamtzusammenhang fehlt oder zumindest nicht ersichtlich ist. Ja, den SEW wird regelmäßig zu Gesprächen invitiert. Es handelt sich hier aber nicht, wie ihr vielleicht fälschlicherweise Menge kennt, partizipative Modell. Wir gehen einfach darüber informiert, was schon lange dezidiert ist. In Diskutieren, Aufweihen, mitgestalten ist nicht möglich. Wenn das Gesamtkonzept fehlt, dann Kommunikation zu wünschen, überschlägt, schafft die Käfer stehst du im Terrain. Die Enseignants müssen die Reformen an ihrem Zusammenhang verstehen und nachvollziehen können. Ein Enseignant ist nicht einfach ein Exekutant, aber reflektiert seine pädagogische Praxis. Als Enseignant holen ihre Beruf seriös. Dafür müssen sie auch genau verstehen, was die Finalität von einer neuen Mesure ist, wie der Succès davon wird festgemacht gehen, was für eine pädagogische Evaluierungen dahinter stehen. Es geht nicht nur zu sagen, Madelo, das ist schon gut, weil wir stadtlos so sagen. Ein Enseignant ist nicht dann effizient, wenn er als Pädagog hinter dem steht, was er möchte. Er ist als Enseignant just überzeugend, wenn er selber überzeugt ist. Und zwar, dass das, was er möchte, sinnvoll ist. Und das spüren Schüler ganz sehr. Genau da wenigstens funktioniert ein Top-Down an der Education nicht. Wir müssen die Leute vom Terrain mit an Boot holen. Sonst kriegen wir die Reformen nicht implementiert, und das Ganze das geht just eine Augenwischerei. Die Hauptsache der Message kommt bei den Leuten unschuldig, irgendetwas. Das ist eine Politik, die vom Effet d'annonce läuft. An Platzqualität an der öffentlichen Schule zu verbessern, hat Herr Meisch mehr große Schwach zwischen verschiedenen Schulofferen geschafft. Jeder soll sich die Schule heraussuchen, die bei ihm passt. Die Frage stellt sich aber, wem die vielfältige Offer wirklich hilft. Bestimmt nicht denen kann aus den bildungsfernen Milieus, in denen hier Familie kaum die Möglichkeit dafür zu sehen, wie eine Schule ihrem Kind die beste Bildung kann vermitteln. Eine Evaluation von den Mesuren, die bislang angefordert wurden, gouf auch nicht gemacht. Als zum Beispiel an den internationalen Schulen Bildungsungerechtigkeit aufgang, das war ja der Ursprung, wie die erste internationale Schule zu Deverding gegründet wurde. Was für Summer School bräuchte, seid ihr schon an den Statistiken oder ihr prüft standardisiert den Effekt von diesen Mesuren? Ob all das Frohe konnte mir nach kein zufriedenstellend Antwort. Es ist immer nicht wie ein großer Succès. Mir wurde das festgemacht. Wir erwarten als einer seriösen Bildungspolitik, dass der Minister als ein Mitarbeiter genau wissen, was sie mit welcher Mesure präzise erreichen wollen, dass sie das doch so kommunizieren und dass den Effekt von diesen Mesuren dann auch an aller Transparenz evaluiert wird. Ich gehe froh, ob die Mesuren angehen, die für 30 annonciert wurden. Da hat man mal als erstes die flächendeckend Hausaufgabenhilfe. Das ist sicherlich ein interessantes Konzept, wenn es damit allen Akteuren präpariert bis an den Detail durchgeht. Mir leider entpuppt sich die mit viel Brimborium angekündigte Hausaufgabenhilfe als Mogelpackung. Es handelt sich um eine reine Surveillance, Etude surveillée auf das früher genannt. Die Hausaufgabenhilfe wird schon auf viele Gemeinden angeboten und das dem nur auf viele Plätze in Status quo. Dass das nur einen spürbaren Effekt auf Bildungsbenotenigung soll haben, wo mir stark zu bezweifeln. Die richtige Nothilfe bleibt weiterhin ein Privileg für die, die sich es leisten können. Das heißt, für die besser gestalteten Familien, die nach Möglichkeit tun, sich um ihre Kinder zu kümmern, an oder eine private Nothilfe bezahlen können. Wir fordern übrigens Appuis-Mesuren während der regulären Schulstunden, das heißt, mit dem entsprechenden Personal, das Terrain intervenieren kann. Leider findet durch den Kontingent auf viele Schulen kein oder bald kein Appui mehr statt. Die finanziellen Mittel, die zum Beispiel an Summer School gestartet gehen, können den an den Daily Business stierchen. Das Mesure zu annoncieren wird natürlich viel mehr sexy und medienwirksam. Die einzige wirkliche Neuerung, das ist die Aufhebung vom E-Bischelchen.
da das in digital Bischelchen an dat den Enseignant Hausaufgabe andringt, an dat als elektronisch Kommunikationsmittel töcht dem Enseignant, Schüler, ältere Maison Relais oder sos Betreuungsstruktur fungieren soll. Dat kann der traditionell Bischelchen übrigens auch biselo als ein großen Teil von der Kommunikation über Bischelchen gelaufen. In Zusammenhang zwischen der Hausaufgabenhilfe an dem E-Bischelchen als auch nicht gimmige Teil künstlich konstruiert. Die Hausaufgabenhilfe lebt auch loschen auf viele Plätzen an dat ohne E-Bischelchen. Kein Kind lehrt besser, weil es die Bischelchen gibt. Und ob bekannt ist, im zweiten Schuljahr mehr autonom geht, wenn es ein Handy von der Mom oder vom Pap oder der Bomi oder dem Bopi brav für die Hausaufgabe nachzugucken, sie mal durch hingestaltet. Also am Gegensatz nicht so gut gerade die Lehre von der Autonomie, die dabei verloren geht. Wenn ein Kind nicht mehr verantwortlich ist, für seine Hausaufgabe selber abzuschreiben auf einem Platz, wo es selber nachlesen kann, dann hält ihm eine wichtige Aufgabe weg, durch die er beweisen kann, dass es fähig ist, selber Verantwortung zu überholen. An einer automatisierten Welt gehen Selbstreflexion und Verantwortungsgefühl bergauf. Die Frage stellt sich, wie weit die Hausaufgabenhilfe missbraucht wird, für die Bischelchen durch Tannadier heranzuschmuggeln. Was ist die reelle Plus-Value vom E-Bischelchen par rapport zu den diversen Risiken? Nur ganz davon abgesehen von den finanziellen Moyens, die massiv dort gestach gehen, und die auf anderer Platz viel dringend gebraucht gehen. Ich weise hier auf den Datenschutz hin. Die Aufhängigkeit von einem technischen Gerät, was ganz viele Eltern an dem Alter auch gar nicht viel kann wollen. Problematik vom gläsernen Schüler am gläsernen Enseignant, weil hier geht es auch schlussendlich um die Rekuperation von Daten. Eine andere angekündigte Mesure für das nächste Schuljahr ist die Alphabetisierung auf Französisch. Auch das ist eine Mesure, die nicht am Voraus mit den Gewerkschaften beschwert wurde. So gouf rund 2 Monate vor der großen Vakanz angekündigt und wird schon am September als Pilotprojekt umgesetzt. Mir bringt Mengen Preis eine klare didaktische Analyse über Prärequis von so einer Alphabetisation. Ich denke nun Verständnis vom Französischen und der Ausdrucksfähigkeit an der Sprache. Und dann noch eine präzise Methodologie. Die Alphabetisierung ist eine wichtige Etappe am Lehrprozess. Hier brauchen wir eine geprüfte Methode. Ich muss wissen, dass das auch durch eine immens schwierige, komplexe Diskussion ist, weil die deutsche Sprache der Vierdeel hat, lautgetreu zu sein. Und die französische Sprache vom renommierten Neurolog Stanislas Dehaene als die deuxième pire langue d'Alphabetisation in Europa bezeichnet wurde. Wir wollen uns trotzdem nicht der Diskussion über Französisch als Alphabetisierungsspruch verschließen, aber wir sind der Meinung, dass das heute kein Terrain für Experimente ist. Als Enseignant vielmehr als verantwortlich, als Schüler eine sichere Weg an die Welt vom Lesen und Schreiben anzubieten, von dem wir auch überzeugt sind, dass sie funktionieren kann. Wir meinen es für wichtig, wenn das Ministerium an dem Kontext auch auf die mehr kritische Stimme lauscht und nicht nur auf die sich alles zutrauen und nur vier preschen. Wir lassen uns ganz gerne von einer gut durchdachten Approche überzeugen, wenn die dann dich leitet, für diskutieren zu gehen. Im Moment scheint es ja wie der Mond groß. Wir brauchen dafür nicht mehr die Abschreibungszahlen von den internationalen Schulen zu gucken. Wir müssen an dem Kontext unbedingt bemerken, dass der Succès von den internationalen Schulen sicher nicht vierrangig auf der Alphabetisierung auf Französisch beruht, mir auf dem flexiblen Umgang mit den Sprachen, an dem Fakt, dass Sprachen unterschiedlich Gewichtung kriegen und Mammespruch auch berücksichtigt wird. Die Sprache wirkt an den öffentlichen Europaschulen nicht mehr so stark als Exklusionsfaktor. Die Spracheflexibilität, die ihr dann den internationalen Schulen gibt, muss an Eisen auch unbedingt an Eisen öffentliche Schulen diskutiert gehen. Das Pist muss beim Ausschaffen vom neuen Plan d'études unbedingt berücksichtigt gehen. Wir machen uns selber etwas vor, weil wir mengen, dass weiterhin alle Schüler Lützeburgisch, Deutsch und Französisch Erstsprachniveau lehren können oder müssen. Bis heute gibt es keine Evaluation vom Sprachenunterricht an den internationalen Schulen gemacht. Ich denke, da um die Prüfung standardisiert, und die wird auch in Zukunft nicht am Sprachenunterricht stattfinden oder Sprachbereich stattfinden. Die sprachliche Situation wäre an den internationalen Schulen viel zu viel komplex für statistisch erfasst zu gehen. Wir sollen uns aber nicht viel machen. Das drängt changieren von der Alphabetisierungsspruch an der öffentlichen Schule als keine Solution, Mirakel oder Gamechanger am Kampf gegen Bildungsungerechtigkeit. Das krute mir auch von einer Reihe Experten aus dem Lützeburger Bildungssystem so mitgedeelt, allerdings immer an den Kulissen oder 104 gehaltener Hand.
Ja, das ist evident, dass wir den Sprachenunterricht zu Lützeburg überdenken müssen. Mir stand elo, wenn die auf Französisch alphabetisierte Schüler am 6. Schuljahr am Deutschen und am Französischen dieselbe Niveau erreichen sollen wie bis lo, dann ändert in Fene nichts. Dann noch ein anderer Punkt, wir haben seit Jahren eine Penurie von Enseignants. In dem Kontext hat der Minister Maisch eine neue unbefristete Mesure angekündigt, der Quereinsteiger am Studium. Das heißt, wenn einen Bachelor hat, kann ein Jahr auf der Uni dranhängen, für dann Enseignant zu gehen. Quereinsteiger können immer nicht mehr eine Übergangs- oder Notlesung sein, was da heute nicht mehr der Fall ist. Der Minister lässt gerade selbst im Sack, wenn er im Radio sieht, er gebe singen, kann er genau den Dote Weg rekommandieren. Das ist komplett in dieser Wöf eine seriös wissenschaftlich ermauert und praktisch erprobte Ausbildung von den Enseignants. Es stellt sich vor, wie viel Zeit bleibt, für die Kehrwisse vom Enseignantsberuf zu vermitteln. Enseignant zu Lützeburg zu sein, ist ein schweren und herausfordernder Beruf. Allein die komplexe Sprachensituation erfordert eine solide Grundausbildung und nicht immer mehr Leute, die mit Crashkurs herkommen. Das führt über Dauer zu einem Qualitätsverlust. Der Quereinsteiger am Studium als ein Theoretiker in irgendeinem Fach soll aber sämtliche Fächer enseignieren, und das mit einem ob kondensiert pädagogischer und didaktischer Ausbildung. Wir schlagen vor, dass der Quereinsteiger das erste Jahr nicht an eigene Verantwortung mit zusammen mit einem erfahrenen und ausgebildeten Enseignant an der Klasse interveniert. Trotz der großen Penurie gehen eine ganze Reihe Leute vom Terrain aufgezogen. Sie schaffen programmatisch, administrativ oder an den Direktionen. Es entsteht dem Moment eine immer mehr große Arbeitsstellung, wo die engen Leute die Arbeit von den anderen definieren, ohne sie wirklich zu kennen. Es geht nicht nur theoretisch zu wissen, wie in einer Klasse geriert, aber wie verschiedene Apprentissagen organisiert gehen. Es muss ihnen auch dabei praktisch und Vielfalt von den Besoinen von den Schülern durchgehen. Die gesagt aber nicht mehr den Enseignant, der für uns in der Klasse steht. An dem muss das nötige Wissen an den nötigen Freiraum haben, wir können darüber zu reagieren. Corona hat gewiesen, ob wir ein Enseignant am Endeffekt auch können, und das sind die Enseignants am Terrain. Wir verbessern die Schule nicht damit, dass wir mehr Leute anstellen, die Pläne entwerfen, wie das ganz Kind auflaufen. Wir brauchen die kompetenten Leute an der Klasse, bei den Schülern, für den Lehrplan umzusetzen. Wir müssen dem Enseignant am Terrain seine Valeur zurückgeben, weil ob den Enseignant am Terrain da können tun. Sie müssen spüren, dass ob sie gelauscht wird, dass hier Erfahrung echt geholt wird, da wird der Beruf auch mehr attraktiv. Wir sind auf jeden Fall bereit, mit Menschen an dem Dossier nur Lösungen zu sichern. Wir wundern uns par contre, dass der zweite Bildungsweg für Charge nicht etabliert ist. Wir haben genau die umgedrehte Situation wie bei den Quereinsteigern. Sie sind Praktiker mit jahrelanger Erfahrung. Sie sind in immens wichtigen Baustein an unserer Schule, und es ist nicht wahrscheinlich, dass sie nicht mehr gebraucht gehen. Ihnen bleibt es bis dahin verwirrt, sich den theoretischen Bagage anzueignen. Aufschließend will ich noch einmal sagen, dass Bildungsungerechtigkeit ein vielschichtiger, komplexes Thema ist, an das die Schule nicht lange gelöst wird. Bildungsbenachteiligung entsteht nicht mehr zu einem Teil, ein kleinen Teil an der Schule, und dafür kann die Schule allein nicht die Antworten finden. Wir proposieren, Bildungsungerechtigkeiten an ihrem gesellschaftlichen Zusammenhang zu analysieren, das heißt, einem Auseinanderdriften von den Einkommen zwischen Arm und Reich, einem Medienaufluss, den sich negativ auf die Schüler und unter anderem hier Arbeitshaltung auswirkt. Wir mengen, dass also so eine Analyse übersichtlich ging, dass die Vermittlung von einer allgemeinen Bildung, die ein Auseinanderfallen von der Gesellschaft kann verhindern, eine enorme Aufgabe darstellt, bei der die Schule auf Hölle von anderen gesellschaftlichen Kräften angewiesen ist. Die Schule muss hier ja ganz gezielt darüber konzentrieren, den Zusammenhalt durch gemeinsames Wissen erkennen zu realisieren. Die öffentliche Schule also bleibt immens wichtig als Platz von der sozialen Integration und Kohäsion. Wir fordern, dass die Reformen seriös angegangen gehen, durch eine eingehende Präparation, bei der auch auf die kritische Stimme gelauscht wird, und Gewerkschaften von Anfang an mit angebunden gehen, an dem in am Vorfeld definiert, was sie bringen sollen, und wie sie sollen evaluiert gehen, dass sie dann noch tatsächlich evaluiert gehen und das transparent kommuniziert wird. Das Gesamtkonzept für jeden ersichtlich ist. Nicht mehr so sind Prämissen für die verstehste Mischung Terrain, und auch für hier Umsetzbarkeit gehen. Wenn die Enseignants die Reformen sollen durchziehen, von ihrer Wichtigkeit und Machbarkeit überzeugt, sie können sie den Schülern mit gutem Wissen und Gewissen zumuten.
Wir proposieren, dass der Beruf vom Enseignant abgewehrt wird, dadurch, dass eine Ausbildung seriös unerkannt wird und nicht durch Notstoppmesuren aufgewehrt wird. Dadurch, dass auf Enseignant vom Terrain gelauscht wird und dass sie die Mittel kriegen, die sie brauchen, für besonders stehende Schüler, die mehr Hilfe brauchen, entgegenzukommen. Und dadurch, dass sie Männer gegängelt gehen, mit dem Freiraum herumkriegen, den sie brauchen, für dass sie ihren Beruf an Ruhe ausüben können. So, und dann ging ich weiter und Vera Dockendorf aus dem Sekundär. Okay, merci Joël. Beim Sekundär kommen noch eben das eine Reihe von Neuerungen so, die was viel diskutiert ging, als war ja auch die Schulpflicht bis 18 Jahre unzuheben. Das war eine Mesure, die einfach so mal annonciert ging, als vom Minister Meisch, die auch nicht durchdacht ist. Und was alles besonders absteht, als WOGBL und dieser Decision ist, dass die Education, die die Schüler kriegen, die Schule aufgebracht und nicht wird von der öffentlichen Schule primär überholt gehen, aber hauptsächlich an den Herren wird sie von privaten Akteuren wie Arcus Akku. Und das ist an einen Schritt an die falsche Richtung und auch ein Puzzlestück von der Privatisierung von der Schule. Die Problematik vom Aufbrechen von der Schule also ist nicht neu, also Enseignern und seit Jahren fordern wir Mesuren, die präventiv wirken und nicht richtig dauernd kann an den Pötz gefallen ist. Madame Dami hat es schon angeschwärzt, eben mehr Mesuren den Enseignern zur Verfügung stellen, wird als zum Beispiel just von der Bus werden. Und muss ich noch so, dass eben auch beim Sekundär natürlich viele Reformen, die annonciert sind, die gehen nicht wirklich seriös durchgeschwärzt. Es muss in zwei so einen Dialog mit dem Minister nur Corona an für Superwahljahr, was sicherlich kein Zufall ist, ein bisschen besser funktioniert wie für drun. Aber nach wie vor zieht sich das Thema, dass die Reformen über die Knie gebracht gehen und nicht wirklich durchwirken und nicht mit den Akteuren im Terrain beschwert wie ein roter Faden durch der Maisch. Insgesamt, wie gesagt, seit langem fordern wir Mesuren, die Lehrkonditionen an der Schule konkret verbessern und die Schüler bei ihrem Werdegang unterstützen. Wir haben in den letzten Jahren also aber nicht viel an den Dossien geschieht. Wir wollten chronologisch 4 Gehirnen von der Satya als Europa schaffen auf die Ewigklassen. Und das ist mit dem Mikro, mir wechseln Platz. Ich gebe dann dem Michel Reuter das Wort, über das Cycle inferior zu schwätzen. Gut. Voilà. Also Madame Dockendorf wurde hier schon geschwart, wir wollten dann aufhängen am Cycle inférieur am Enseignement secondaire général, als ja die Abteilung von Cours de base an Cours avancé an der Mathe an der Sprachen. À la base ist das keine schlechte Idee. Aber den Minister gibt der Schule nicht die nötigen Moyens für die Reform am Interesse von den Schülerinnen und Schülerinnen auch durchzusetzen. Auf viele Schulen wird intern differenziert. Das heißt konkret, dass ein Enseignant soll in einer Klasse von 24 Schülerinnen und Schülern auf 2 verschiedene Niveaus schaffen und dann noch nach möglichst individuell den Schülerinnen und Schüler fördern. Dass das an der Realität korrekt funktionieren kann, als unter diese Rahmenbedingungen natürlich eine Illusion. An Eisenahn als eine obligatorisch externe Differenziation, also jeweils E-Kur für den Niveau de base, an E-Kur für den Niveau avancé, an mehr kleinen Klassen, die bessere Lesung für den Enseignant zu erlauben, das Reform am Interesse von den Schülerinnen und Schülern durchzusetzen. Am Moment unter den aktuellen Bedingungen ist die Reform just eine Augenwischerei an Schmengen do hat den Minister genug Expertise dran. Ende vom Cycle inférieur, also ob das 5e General, steht dann die Orientation von den Schülerinnen und Schülern auf die verschiedenen Filieren und Sektionen nun. Und auch das problematisch. Mit all den verschiedenen Schulformaten, Niveauen und Sektionen, wo ihr schon bald merkt, dass die Schulen sich an einem Profilkonkurrenzkampf unter den Nähe befanden, fanden sich die Schüler an auch die Eltern nicht drin. Sie sind verloren. Und auf diesem Punkt tun wir uns auch schon beim Ministerium dafür angesagt, dass es mehr eine transparente Evaluation gibt und noch mehr eine transparente Zensur für allem für den Cycle inférieur, sodass die Schülerinnen und Schüler und die Eltern genau wissen, wo der Weg hingeht, a wat für schulisch Resultate sie brauchen für enger 5G dann noch die richtige Schwa für sich selber zu treffen. Eisen Informationen no as das Ministerium am Gangen dort zu schaffen, mir etwas Konkretes, ob etwas Konkretes werden wir da auch noch, wir geben uns frei, wenn das demnächst der Fall wird sein. Zentrum der Reform vom Cycle inférieur am Sekundär
am Enseignement secondaire general als d'Orientation fir d' Schüler extrem problematisch gin, och weil se quasi durchgewonk ge vu 7 bis op 5. An dann op der 5 kommen dann Kriter de Promotion an Spiel, wo du ausgeseit, okay, me silo durchgefu me lockend die Wand. An dann as het fir verschiedene Schüler net mi meiglech dann an en kurzester Zeit der Fleisch nach die Akien an die Kompetenzen zu erschaffen, de hin net ermeiglech da wirklich ihre Schwa zu treffen. Viel vun de Schüler errechen dann eben ihr Ziel net, an dann as eben so, dass se eng Reorientation op eng Formation professionell oder als der Tisch zum Beispiel ein Technicien oder ein DAP gesehen sie dann als persönlichen Echeck oder sie fanden sich auf einer Sektion am Enseignement General, die nicht ihren Fähigkeiten an ihren Terrain entspricht. An Madame Dockendorf hat du gesprochen, die Schulaufbrechen, ich meine, mehr denke schon, dass da der große Grund ist, für was so viele Schüler Schulaufbrechen, weil sie eben auf einer Sektion sind, wo ganz viele Sachen nicht dem entspricht, was sie können, aber was sie wollen. Und dafür fordere mir zum Beispiel, was die Admissionskriterien anbelangt, dass verschiedene Admissionskriterien für verschiedene Sektionen einfach überschafft gehen. An Eisenahn zum Beispiel möchte Käsen, wenn in ob ein Feier General Commerce geht, an durch Sprachkompetenz geguckt wird, während Mathe quasi egal ist. Und ich meine, wir wissen alle am Commerce, da muss ich aber gewissen Zahlenverständnis haben und auch über gewissen mathematisch denken tun. Also da wären wir froh, wenn da effektiv eine Diskussion kommen. Und dann natürlich auch die Orientation. Wir wären froh, wenn ihr die auch kennt, wie bliewig gestalten. Ich meine, an diesem Kontext hatten wir schon für langer Zeit für ein Foire de l'Orientation beim Ministère angesagt, und ich meine, die ist ja auch das letzte Jahr mit der Schulfoire umgesetzt gehen. Wir haben also auch für die Möglichkeit angesagt, dass einfach Stagen am Cycle inférieur, und das geht nicht nur über den Enseignement secondaire general, aber auch den Enseignement secondaire classique, dass die Schüler mehr Möglichkeiten haben, wirklich herauszufinden, wie es an der Arbeitswelt aussieht. Wenn in das an Platz setzen, dann hätten Schülerinnen und Schüler auch mehr konkret Vorstellungen und Bilder von den verschiedenen Berufen, also sie könnten noch viel mehr reflektierte Schwa treffen, was manchmal für ihre persönliche Werdegang extrem wichtig wäre. Was da ist auch ein bisschen stutzig möchte, ist, dass wenn in den Enseignement secondaire general mit dem Enseignement secondaire classique vergleicht, dann ist es so, dass die Schüler aus dem Enseignement secondaire general ein Jahr mehr frei müssen eine Entscheidung treffen, was hier Orientation anbelangt. An verschiedene Situationen kann ich schon vorstellen, ob es vielleicht zu frei wären, dass verschiedene Schüler an Schülerinnen und Schüler nicht die nötige reift hätten oder vielleicht auch die nötige Kompetenzen für die reflektierte Schwa zu treffen. Und dafür war als ein Propos von uns für zu gucken, ob ihr nicht kennt, das Cycle inférieur am Enseignement secondaire general, ob ein Jahr zu verlängern, für do eben nach ein Jahr mehr lang Zeit zu haben, für Wissen zu erschaffen, Kompetenzen zu developieren, und auch für die Schüler nach mehr reflektiert können, eine Schwa zu treffen. Voilà. Den SIV OGBL offriert übrigens an diesem Kontext eine Journée de Reflexion über die Cycle inférieur an d'Orientation op der 5G am Enseignement General und die fand wahrscheinlich am November, also nee, sie fand am November statt, und das kann das auch am Kader von einer Formation continue, die auch dem Moment wird so bewährt geben. Außerdem haben wir letztes Jahr auch ganz intensiv und Orientationsmaterial für die Cycle inférieur geschafft, für zum Beispiel verschiedene Berufsprofile an Mino und die Schüler zu bringen. An die Dokumente werden noch demnächst publiziert gehen. So, Megilo nach weiter präzis op den DAP an du wollte stand der Madame Dockendorf fortgehen. Voilà, dann der nächste Punkt ist dann Formation professionell und vor allem den DAP. Und du hast dann Eisenahn wichtig, wenn ihr guckt, wenn in den letzten Jahren revalorisiert ging aus am Enseignement general und an der Formation professionell, so war das am ESG erst dann 13 als Premier genannt gehen, den Diplom de Technicien, also auch kein 13 Technicien mehr mit das ein Premier Technicien. Wir waren DAP, als nach keine Revalorisation geschieht. Aber wenn wir gucken, so haben wir in unserer Gesellschaft, halt zu Lützeburg wie überall in Europa, einfach einen extrem großen Mangel an Fachkräfte.
An den lesen man Eisen nicht, an dem er Posteren entwerfen, wo drauf steht, Göff Handwerker, es lohnt sich, mehr mit einer konkreter Revalorisation vom Handwerk. Und das fängt bei der Revalorisation von den Diplomen an, aber auch konkret bei den Arbeitsbedingungen. So ist das Geschwätz für die Revalorisation vom Handwerk einfach nur in Eidelluft, wenn man keine Realmesuren ergreifen. Muss ich noch so, dass in unserer Gesellschaft immer noch so ein Stigma Handwerk, also das immer so ein bisschen als Schwab per Defaut durchgestaltet, den die Schüler daneben hält, wenn auf das 5 oft die Admissionskriterien nicht erfüllt, wie vielleicht dann bei einer General, eine Sektion zu gehen. Und darunter muss ich eben schon absenden und da wäre eine Revalorisation von den Diplomen eben auch der richtige Weg. Da muss ich aber auch so, wenn wir gucken, es schenkt so, wie wenn Schüler vom Klassiker, vom General, bis mir ein starkes Lobby hatte, wie Schüler von der Formation professionell. Weil wenn wir gucken, was geschieht, dann überall am Ernst, also weiter, die Schüler gehen vom ESG, vom Klassik hin mit den Bücherbungen, wohin sich von einer Kaffeestasse bis zum Schulbuch kann in sich alles kaufen, wenn ich nicht alles ausgeht, kann ich die Bon dann nachhalen, von der kriegt das Kado für die ganze Familie. Und wenn dann aber guckt, die Schüler von der Formation professionell kriegen hier Arbeitsmaterial nicht bezahlt. Also wenn man da gucken, die Coiffeur muss außer eine Chance an den Patron bezahlt, müssen als Apprenti seine Schere selber bezahlen. Das sind aber Sachen, die sind am dreistelligen Bereich für seriöse Scheren zu kaufen. Wenn ihr guckt, am Auxiliar de Vie, die müssen an der Schule hier Chip für zu kochen selber bezahlen, also die Kochfesten. Da wird nichts bezahlt. Wir haben das auf diese Mischstand schon ein paar Mal hingewiesen und noch eben und die zuständige Gremie weitergelegt, das heißt versprochen, dass das mal und die zuständige Stelle weitergelegt wird und das geguckt wird. Dann hat, was man gesehen, was doch kennt, den Anteil für Handwerk erheben und auch eben Handwerk revalorisieren, wäre eine subsequente Meisterprüfung eben noch nur im DAP. Da den zum Beispiel kennt die theoretische Kuren, die sonst muss, also Meister kann ja richtig geben, wenn in den DAP hört, nur der Dusiam, kann ihn dann ab wie ein Premier drunhängen, wo ihn dann die theoretische Kurre gegen Halle, wenn die Entreprise zum Beispiel geriert, dass sie Kuren, die alte Handwerker, die an der Meisterausbildung sind, zusammen machen, das können ihn alles an einer Schule zum Beispiel bieten. An eben die Leute auch motivieren für eben den schwarzen Treffen mit eben konkrete Mesuren. Wir sind auch am Kontakt mit weiteren Assoziationen, die sich für eine Revalorisation vom Handwerk an einer Abwertung von der Formation professionell ersetzen. Ein anderer wichtiger Punkt ist aber auch, was die Berufsausbildung, also die Formation professionell betrifft, ist, dass immens viele Ausbildungen am DAP gar nicht zu Lützeburg angeboten gehen. Also wenn ich List vom Ministerium habe, das ist eine List von 8 Seiten, ab Seite 4 sind wir just bei grenzüberschreitenden Ausbildungen. Das heißt, die Ausbildungen gehen an den Notbeschländer angeboten und die sind quasi outsourced, die gehen halt gar nicht angeboten. Und darunter muss ich etwas ändern. Zum Beispiel sind viele Berufe, die aber heute zuletzt ausgeübt werden, wie zum Beispiel zahnmedizinischer Fachangestellter oder Versicherungskaufmann. Das alles kann ich nicht heute zuletzt als Ausbildung machen, mit muss ich nie weit Grenz gehen. Und das ist relativ schwer zu organisieren für einen Schüler, den dann du eventuell auch nicht die nötige Unterstützung von daheim hat. Das andere, was ich muss sagen, ist, dass Großsektoren wie der Bootssektor oder der Industriesektor, die schaffen ganz viel mit non-qualifizierte Berufe. Aber im Ausland als Gebäudereiniger, als eine unerkannte Ausbildung, die reicht aber qualifizierte Mindestlohn, geht genauso wie in Industriefachmann oder Fachkraft, also auch eine unerkannte Ausbildung. Also solange als Schulen die Ausbildungen nicht anbieten, haben wir auch so viele Leute nur Arbeitsmarkt, denen ihre Beruf nicht wertgeschätzt wird, und die eben auch, weil es keine Ausbildung gibt, also an den Schulen, die dann noch kein Recht auf die qualifizierte Mindestlohn in dem Moment haben. Und da muss ich auch so, wenn wir beim Schulaufbruch zurückgehen, es sind viele sozioökonomische Faktoren, die rausspielen. Wenn wir Leute tun, die, wenn es finanzielle Möglichkeiten um Congé parental nicht mehr viel Zeit sich können für ihre Kinder haben, an die auf überfüllte Maison Relais angewiesen sind, oder die eben 40 Stunden die Woche müssen abgedeelt, wie am Bootssektor hier und da müssen schaffen, dann haben wir einfach Kinder, die daheim wenig Unterstützung haben. Und auch das trägt dazu bei, dass wir bessere Arbeitskonditionen haben, wird auch eine Reperkussion auf die schulische Chancen der Kinder haben. Genau, und damit gebe ich dann Tut und Michael Reuter umgehen. Viel bis mir konkret und eng Formation op eng Formation anzugehen, die zu Lützeburg unter diesem Jahr aufreiert gött, das den DAP Education. An die gött ja schon
also das extrem populär bei den Schülern an das mittlerweile so, dass es werdelöschte gibt an die Lyceen die Formation ubieden, wo praktisch gar kein Platz mehr für externen Schüler unzuholen, weil Klassen hier Klassen voll sind. Es gibt ohne Zweifel ein bisschen in dem Bereich. Mehr als SEW stellen wir uns einfach froh, ob man den large net existierenden Kriter d'Admission für die neue Sektion, die einer DAP-Formationen am sozialen Bereich nicht werden drin erleiden. Zum Beispiel sind Zule von den Schülern am DAP et-soignant, aber im DAP Auxiliaire de Vie stark rückläufig. Und das wird sich natürlich dann noch negativ auf die Formationen auswirken. Als SEW plädieren wir dafür auch für die Admissionskriterien zu verschaffen für die verschiedenen Sektionen am DAP, dass all Sektion equitabel Kriterien huet. Et kann nicht einfach sinn, dass ein DAP méi einfach ein Achse huet an durch die Schülerpopulation automatisch op den DAP orientiert. Ich mehr bezweifeln, dass da ein Plus-Value dem Moment für den ganzen sozialen und auch edukative Bereich um DAP ass. Voilà. Ah ja, an. Genau. Dann wollte man nach die letzte Punkt, da das dann effektiv die öffentlich international an europäische Schulen. Ich meine, Madame Damme hat schon ganz viele Sachen bemerkt. Wir haben just nach ein paar punktuelle Sachen. Der SEW OGBL hat in der letzter Zeit ganz viel in diesem Dossier geschafft. Sowohl was die pädagogische Ausrichtung anbelangt, wie auch was die Arbeitskonditionen vom Personal von diesen Schulen angeht. Am Kontext von den öffentlichen internationalen Schulen haben wir immer darauf hingewiesen, dass wir kein Privatsysteme an unseren öffentlichen Schulen wollen haben, aber dass wir darauf halten, dass Bildung an der öffentlichen Hand bleibt. Als Kritik an Revendikationen sind nicht komplett auf DAF Eure gefallen. Immerhin hat das Ministerium sich auf die Gründung von Europaschulen konzentriert, die nicht mit privaten Programmen schaffen, sondern mit öffentlichen. Trotzdem haben wir immer noch Schulen, die ihr Programme an Examen komplett bei privaten Firmen abkaufen. Konkret sind das der Lycée International School Michel Lucius, der nur persistenter Kritik zwar nicht mehr beim Bildungsgigant Pearson abkauft, aber bei Cambridge Assessment. Und dann haben wir auch noch den Nascher Junge Lycée, den Athenée und den LTC, die mit Programmen von IB schaffen. Eine helle Wul von unterschiedlichen Schulen schaffen an Eisen an nicht der richtige Weg für die Chancengleichheit an der Bildung zu erreichen, an einen Zusammenhalt an der Gesellschaft herzustellen. Au contraire, an diesem Bildungslabyrinth fanden sich vor allem die Eltern als Schülerinnen und Schüler zurecht, die aus sozial nicht starken Milieus kommen. Während Eltern als Schülerinnen aus sozial nicht schwachen Milieus riskieren, sich nicht zurechtzufinden und auf der Strecke riskieren zu bleiben. Wir setzen uns für eine öffentliche Schule, die egal ob ihn zu Weißwampisch, Reden oder Eschwund, jederem die nämlich Offer eine Chance bietet. An das öffentliche Schule soll sowohl die positiven Aspekte von der klassischen öffentlichen Schule wie auch von den öffentlich europäischen Schulen beinhalten. Und dafür braucht es öffentliche Schule tiefgreifende Reformen, die mit all den Akteuren vom Terrain durchgeschwatzt sind und nicht über die Knie gebracht gehen. Wir fordern dem Ministerium ab, endlich diesen Dialog zu sichern und um abzuhalten, Reformen am Alleingang über die Knie zu brechen. Es ist auch noch nicht ganz klar, was reelle Konsequenzen von der für reelle Konsequenzen der Alphabetisierung auf Französisch für die Sekundär tun. Ich meine, es soll ja am Fundamental aufhängen, aber was am Sekundär soll weitergehen, als auch noch nicht mit den Akteuren im Terrain diskutiert gehen und sie noch keine Informationen vom Ministerium dazu kommen, wie die Enseignants aus dem Sekundär mit diesem Changement an ein paar Jahre sollen umgehen, wenn die erst auf Französisch alphabetisierte Schüler an das Sekundär kommen. Wir können uns aber nicht vorstellen, dass diese Alphabetisation auf Französisch ohne Konsequenzen für den Sprachenunterricht am Sekundär bleibt. Wird das Niveau zwischen Cours de Base und Avancé noch mehr weit auseinandergehen, aber welche Konsequenzen hat das auf die Langue véhiculaire an denen andere Fächer außerhalb vom Sprachenunterricht? Da muss dringend diskutiert und evaluiert gehen. Als SEW OGBL schwätzen wir als für eine Schule aus, die Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrer Muttersprache möglichst viel zusammen lernen lässt. Das ist besonders für den sozialen Zusammenhalt wichtig. Und für den letzten Punkt für die Arbeitskonditionen noch ein bisschen im Detail zu beschwätzen.
Gebe ich Wort für die Last und Zu den Arbeitskonditionen von den öffentlichen internationalen Schulen, da hat man im letzten Jahr viel dazu geschafft, da war auch große Unzufriedenheit entstanden bei den Enseignern. Also du musst sich bewusst sein, dass die Enseignern, die gehen nicht primär zu Lützeburg rekrutiert, aber die gehen wirklich quer durch die Welt rekrutiert, vor allem aus dem englischsprachigen Raum, aber auch aus dem französischsprachigen Raum. Und die kommen dann eben hier hin. Und du hast da viele Probleme, dass sie letztes Jahr haben sie lang geschafft, ohne an einer Krankenkasse angemeldet zu sein, oder auch während bis zu 5 Monaten hatten sie kein Salär. Das Logement extrem teuer, ne? Die Leute waren extrem unzufrieden. Und Mona ist dort letztes Jahr jemand angesagt, für die Verbesserungen zu erzielen. Wir haben noch eine Reihe Sachen, konnten wir im Ministerium aushandeln, und haben wir extra im Jahr rekrutiert. Und wir haben also auch angesagt für mehr Informationskampagne, für die Leute auch ihr Recht erkennen, weil da war ein extremen Abus. Wir haben auch zusammen mit dem Fundamental, weil die Schulen hier immer fundamental zusammen mit klare Kader ausgehandelt, was das Personal vom Fundamental auf dem Sekundär betrifft, weil aktuell auch viele Schuldirektionen da die jeweils mit schlechten Arbeitskonditionen für beide Systeme hier in Enseignern versucht abzudrücken. So dass man damit rechnen, dass das Jahr wird besser auflaufen, aber trotzdem muss man wachsam bleiben und gucken, ob das alles wird auch effektiv so ankommen. Es stützt schon, dass natürlich auch die Situation von den Experten extern gemacht, die während monatelang also kein Pai können kriegen, weil das Ministerium sich am Budget verdient hat und die schon abgebraucht war scheinbar. Und du, wenn 35 Leute nicht können bezahlt bis an den Oktober, das Römer bis was weißt, weil ein extremer Chaos im Ministerium an den Sachen herrscht, und auch etwas, wo ihr seht, das kann einfach nicht sein. Natürlich da an dem Dossier wird auch das Jahr weitergehen, was die Arbeitskonditionen betrifft, aber eben auch was die pädagogische Ausrichtung von den Schulen betrifft. Und damit wollte ich merci so viel Nullaussprechen und Joel Damin nach ein Wort gehen. Jolo, viel über Bildung gespart ein Thema, was an den letzten Jahren immer mehr an den Hintergrund geraten ist. Aber trotzdem soll man nicht vergessen, dass man noch immer eine Sanitär- und eine Energiekrise haben, und wir wissen nicht, was den Hirsch an die Wand da bringen werden. Corona schwirrt nach unten, also wird konsequent Lüften weiter nötig sein, wenn die Infektionszahlen immer in Blut gehen. Und das war ein Moment, wo wir nicht auf mehr wie 20 Grad heizen können. Das ist eine neue Herausforderung für uns Enseignants und uns Schüler. Für uns 2 Jahre war der Modordre an der Schule stich den sich nicht tun. Wahrscheinlich gibt der neue Slogan lo an der Schule geht es keinem Kerl. Es wird auf jeden Fall ein Druckschuss zu mengen, dass falls es wirklich hart auf hart kommt an den Gast kann immer mehr zugedreht wird, Homeschooling an der Energiekrise eine gute Option. Also Online-Unterricht funktioniert nicht, bis nicht mehr bedingt, er kann es eine Notlösung sein. Wir hoffen, dass wir eine Lösung für die kritischste Situation finden und dass der Minister so wie an der Corona-Krise auf den Weg geht, die Schulen abzuhalten. So, da sage ich merci für das Nullaustren und ihr könnt gerne Fragen stellen, wenn ihr da habt.